Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. So, da holen wir mal unseren Job ab. Deke, ich mach mir Sorgen. Ah, Ricky, was gibt's? Die Butler-Zwillinge, Abigail und Gabby, kennst du sie? Nein, nur vom Sehen. Was ist los? Was passiert? Sie sind gestern angeln gegangen und nicht zurückgekommen. Ah, das Seeufer ist doch sicher, solange man sich vom Sumpf fernhält. Das ist es ja. Sie waren nicht am Lost Lake, sondern östlich, am Metolius River. Was dachten die sich dabei? Alles klar, gut, ich werde nach ihnen suchen. Deacon, vielen, vielen Dank. Okay, auf Angeltour. Begib dich zum Angelplatz der Familie. Wo ist das? Ah, okay. Jo, mir ist auch noch erst Sache aufgefallen, die ich noch berichten kann vom Drachefest, ohne dass es ein Insider ist. Wie läuft's denn? Oh, okay. Ja, und zwar wurde ich am Dienstag oben beim Aufbau anscheinend von einer Bremse gebissen. Und das war direkt am Schienbein und hat natürlich Gefleisch unten drunter gehabt, wo es hätte ausbreiten können, sodass es am Mittwoch, ich habe es dann erst beim Duschen gemerkt, von Dienstag auf Mittwoch, dass mich da was gebissen hat. Ach, obligatorischer Nasenribbler, sorry. Und, ouch. Und, ja, da habe ich erst gemerkt, dass was war. Ja, war nicht so toll. Moment, gibt es überhaupt einen Weg? Nee, das machen wir nicht, den Weg. Das machen wir so nicht. Ja, und das am Mittwoch, als ich dann beim Diplomatentreffer saß, ich war ja Diplomat fürs Graue Lager, für die Karawanserei zuständig als Stellvertreter. Und da habe ich dann bei so einem Diplomatentreffer mal aufgemacht und habe gemerkt, dass um den Stich so ein Entzündungsherd schon war. Bin dann zum Malteser gegangen, die haben das dann gekühlt und haben es desinfiziert und verbunden, aber es wurde dann immer schlimmer, sodass ich am Donnerstag, am heißesten Tag, zum Arzt nach Diemelstadt musste. Das musste ich bisher auch noch nie. Und ja, das war dann auch sehr spaßig. Ups. Noch ein paar Umfahrer. Ja, aber mittlerweile geht es wieder gut. Ich habe Kortisonsalbe verschrieben gekriegt und seitdem geht's wieder. Hey, Cope, was gibt's? Wollte mich nur melden. Wurde ich auf dem Mulberry Mountain. Haben dort ein Versteck gefunden mit Waldarbeiterwachturm. Okay. Ach was. Also Copeland will auch noch was von uns. Na gut, ja, und wie gesagt, das war zwar weniger schön, weil ich bisher, das war das einzigste Drachefest, wo ich auch wirklich nur Ricky, zum was kannst du Arzt mir noch musste. sagen? Vor dem ganzen Mist hatte Trotzdem die war es Familie mega. einen Angelplatz am Metolius. Sie waren oft dort. Er ist auf der Karte markiert. Okay, Ja. da fange ich an. Ende. Trotz dem ganzen Scheiß war das Drachefest mega, weil von so einem Scheiß lasse ich mir halt meinen Urlaub nicht ruinieren. Okay, die Mädels waren angeln. Oh, scheiße. Oh, Verdammt. na klasse. Und hier lungern noch Wölfe rum. So, spüre Abigail auf. Okay, ja, die wurden verschleppt. Ja, das war weniger schön mit dem Scheiß Bremsebiss, aber trotz allem von sowas lasse ich mir, wie gesagt, nicht meinen Urlaub versauen. Und es war trotz allem ein mega Drachenfest. An der Stelle nochmal vielen lieben Dank an alle, die immer so lieb nachgefragt haben, wie es mir geht. Das war echt lieb von euch. Das hat man das Ganze auch echt nochmal verschönert und nicht nur dieses, oh, ich bin gebissen, aber es tut weh, es hat sich entzündet und Scheißdreck. Boah, Alter, einen Wolf so umzubringen ist eigentlich auch heftig. Abigail, nie kampflos aufgeben. Den weiten wir jetzt auch nochmal kurz aus. Hey! Gut, Wölfe sehen das anscheinend nicht so gern, wenn ich ihr Rudelmitglieder ausweite. So, Eines der Camps wird's brauchen. 3 Wolfsfleisch. Und was hat der für uns? Ich meine, das war schon ganz gut, dass ich den Metzger-Skill genommen habe. Und 5 Wolfsfleisch. Ja, das lohnt sich dann. Okay, die Fährte führt hier. Hier scheinen wohl auch noch Freaker zu sein, oder? Das wird zumindest als rot... Ah, nee. Oh nein, Freaker! Okay. Los, hinter sie! Drauf! Hinter ihn! Ist dort mein Schalldämpfer schon dran? Ich habe anscheinend keinen. Na toll. Okay. Ja, greif ihn an! Okay, das hat sich jetzt eh erledigt. Mit Still. Mach ihn fertig!
Okay, noch einer weg. Hoppla, so komme ich nicht weg. Warte mal, das ist ja gerade so das beste Versteck. Ich heile mich nochmal. Dann ist es jetzt sowieso scheißegal. Okay. Ey. So, auch wieder was? Lockt natürlich Freaker. Aber ich finde auch die Kampfmusik generell ziemlich geil, um ehrlich zu sein, in Days Gone. Egal, ob man jetzt gegen Freaker kämpft oder ob man jetzt gegen Menschen kämpft. Und ach, die Ripper-Mucke hat durchaus was für sich. Warte mal, yep. Hey. Und los am Bach her. Irgendwo muss einer noch in der Nähe sein. Ups, hier wirft jemand was nach mir. Ich sollte besser weg. Ah, das ist dann die Person. Warte mal. Und, war das? Ne. Ah, komm schon. Gott. Das dritte war dann ein Headshot. Warte mal. Verband benutzen und 2 Wiederhersteller. Ich möchte jetzt so für Medikit raushauen, weil der benutzt halt immer die erst größere Sache. Oh, oh, da hinten ist noch ein Schnipser, ein Sniper. So, der muss auf jeden Fall weg. Freakily deakily. So. Aber der Öhrchen nehmen wir mit. So, dann gucken wir nochmal, dass wir hier ein bisschen abrahmen können. Na gut, ich meine, klar, Schussgeräusche locken Freaker, ist logisch. Sturmgewehr-Muni, 3 Lappen sogar abgestaubt. Sterilisierungsmittel. Und da ist anscheinend die Geisel im Haus drin. Aber ich möchte erstmal vorher nochmal die ganze Type außenrum niedergemäht haben. Weil ich befürchte, das sind auch welche. Jupp, da ist zum Beispiel ein Freaker noch. Ein gezielter Kopfschuss. So, dann gucken wir nochmal Folgendes. Mollys Hammer aller. Okay. Dann könnte es das schon gewesen sein. Nur noch... es war ein Freaker noch. Und irgendwo war der Schnipser noch mit seiner Position. Ja, genau, das wird wohl der hier gewesen sein. Ist der runtergedormelt? Jupp, das war der Sniper. Ah, mit Medikit. Das ist nie verkehrt, nämlich immer wieder gern. Und dort drüber gucken wir jetzt einfach auch nochmal hier. Weil die Karte zeigt mir ja, dass hier durchaus noch was unterwegs ist. Rohrbombe, ja, das sehe ich immer sehr gern. Und da ist anscheinend noch Desinfektionsmittel. So, es könnte halt gut möglich sein, dass im Haus noch welche sind, die ich abknallen muss. Gehen jetzt erstmal rein. Ah, da muss ich aufmachen. Kleiner Knacker. Naseriffler. Das war's. Und jo, das war logisch. Das war klar, dass da noch was ist. Warte mal. Ja, natürlich, lockt das Freaker A, ist ja logisch. Kopfschuss. Und Dummkopf. Dann noch eine Ladung Blei reingepumpt. So. Okay, Medikit und eine Dose gibt es noch. Und... Na also. Tschüss. Na. Ich habe gedacht, dann hätte ich geheadshottet, aber naja. Dann halt nicht. Gibt's halt hier nochmal Schwärmerohr. Ah, ein Wecker. Sehr schön. Und hier könnten die Leute eingesperrt sein. Wenn mich mein Logiksensor nicht trügt. Alles klar. Gabi, es ist okay. Hey, 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 ich tu dir nichts. Ricky schickt mich.
Meine Schwester ist tot. Abigail ist tot. Nein, ich weiß. Tut mir leid. Wir bringen dich ins Camp zurück. Na los, komm schon. Nein. Ich schaff das allein. Ich kann. Okay, los. Scheiße. Das ist immer übel, wenn die Leute auch noch fett traumatisiert sind. Auf Angeltour 100% Trophäe erhalten in Kupfer. Das ist kein Leben. Okay, das gibt beim Eisemichel nochmal 700 Vertrauer. Können wir gut gebrauchen. Schutz für die Schwachen zu 40%. Ohne Level-Up gibt es auch noch. Das ist natürlich geil. Warte mal. Wie war das nochmal? So war das. So, hier können wir doch bestimmt noch ein paar geile Dinger. 2 Fliegen, eine Kugel, erhöht die Projektildurchschlagkraft von Fernkampfwaffen. Und durch Kopfschuss-Skills gewinnst du Gesundheit zurück. Machen wir das erstmal. Durchschlagkraft kann halt nie schaden. Ermöglicht Kugeln Gegner zu durchdringen und ihre Verbündeten hinter ihnen zu treffen. Ja, das ist geil. Das ist richtig geil. Sonst noch mal hier geplündert, was möglich ist. Warte mal, da wird noch irgendwas A gezeigt hier drin. Also irgendwas wird noch als blau A gezeigt, als blauer Kreis. Hier in dem Gebiet. Aber... Ein Brecher! Scheiße, ich mach gleich mal vorsorglich Brecherle. Brecher gesehen erstmal. Scheiße, das sind ja richtig heftige Viecher. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich Bock habe auf so einen Kerl nochmal. Weil das sind echt heftige Gegner. Der Vollständigkeit halber machen wir hier nochmal auf. Aber da hockt auf jeden Fall schon was. Ja, okay, einige Freaks sind jetzt hier schon mal hergekommen. Warte mal, der Gaul A. Gucken wir mal, ob man die jetzt nicht meucheln können. Solange alles noch ruhig ist. Ja. Gut. Das war das schon mal. Dahinter ist noch einer. Schauen wir mal, ob wir den nicht still und heimlich kriegen. Mhm. Also die normale Freaker kriegt man ja auch so, das ist kein Problem. Was damit das Problem ist, sind die große Freaker, die Brecher. Ich befürchte, dass ich die nicht still und heimlich krieg. Jo. Wenn ich das Sneaky noch hinkrieg, ist alles cool, aber ich bin normalerweise nicht so der Sneaky Player, sondern die Drecksau, die direkt drauf losrast und Abteilung Attacke macht. Aber Nacht und Schnee ist nicht gerade so das Beste für mich, merke ich. So, jetzt gucken wir nochmal. Lost Lake geht anscheinend... Ich fahre jetzt trotzdem nochmal Richtung in die Runde in die Richtung, dass die nochmal ein bisschen was babbeln kann. So, die Minimap spielt eh ein bisschen verrückt, habe ich das Gefühl heute. Und dann schauen wir mal. Wenn der jetzt keinen Funkkontakt oder was aufnimmt, dann schauen wir mal, dass wir nochmal die Schnellreise hier kriegen, wenn möglich. Ich bin dabei auch relativ leise, probier's zumindest. Okay, jetzt sind natürlich die Freaks. Oh, Bär! Okay. Warte mal. Bär müssen wir uns so drum kümmern. Das macht sonst wenig Sinn. Scheiße, warte mal. Wie war dann das nochmal mit dem mit dem Wegroller? Oh. Oh Gott, und Freaker. Oh, fuck. Okay, Freaker attackiert Bär. Okay, das war der Bär.
Ih. Und das sind noch ein paar Freakerinos. So. Denn hier Ohren holen wir uns und den Bär schlachten wir aus. Das war bei weitem nicht so heftig, wie ich jetzt gedacht habe. Möglicherweise liegt es... Oh, 4 Bärenfleisch. Möglicherweise liegt es jetzt auch mal an meinem neuen Skill. Dass ich hier möglicherweise auch nochmal ordentlich was gut gemacht habe. Ja gut, ein paar Freaker sind jetzt auch egal. Dafür sind die Wachposten hier eingedeelt. Ups. Ja, die Wachposten anscheinend auch gerade gut zu kämpfen gegen Freaker. Ah, sollen die auch ihr Geld verdienen. So, ich möchte nämlich noch zu ein paar Händler gehen. Oh Mann, das ruckelt auch ganz schön gerade das Spiel. Wenn das nicht nochmal einen Schlickser in der Aufnahme gibt. Gut, dann rahmen wir nochmal ein bisschen auf. So, indem wir hier nochmal reparieren lassen und noch Tanker. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, du kaufst was. Ja, ich kaufe Hey, auch was. läuft's? Ketting. Tanker und reparieren. So gut wie neu. Natürlich. Und dann schauen wir mal, dass wir hier beim Eisemichel noch Zeug verticken. Hier ist der Beutehändler. Da Was können wir noch gibt's die denn? ganze Freaker-Dinger verkaufen. Gibt immer hier auch noch mal ein bisschen was. Und dann noch zum Metzger dahinter, beziehungsweise zum Essenshändler. Und da können wir noch die ganze Fleischdinger verkaufen. Da haben wir ja auch ordentlich abgestaubt mit den Wölfen und mit dem Bär. So, warte mal. Mal hier. Können wir das nämlich nochmal herstellen. Haben wieder ein bisschen Platz im Zutatengedöns. Und wo war das dann nochmal, wo ich hier... Da habe ich immer gedacht, die hätten zu, aber dabei hätte ich einfach durchgehen müssen. Bin ich dumm. Manchmal bin ich echt dumm. So, dann verticken wir nochmal den ganzen Kruscht. Das war's erstmal. Gibt auch nochmal ein bisschen Vertrauen. Das ist immer gut. So, dann können wir noch beim Waffenhändler unser Muni nochmal ein bisschen aufstocken. Und dann können wir eigentlich per Schnellreise gleich zum nächsten Ding. Hey, So, geht's dir? Waffen, Vorräte, genau. Sturmgewehr nochmal. Präzisionsgewehr, Muni. Satteltasche ist voll. Okay, ansonsten Primärschalldämpfer und Spezialschalldämpfer ist immer geil. Okay, Okay. Immer diese NSC mit einer M. dann bis bald. Mit einer M-Satz, denn sie sagen dürfen. Okay, Schalldämpfer und Schalldämpfer, perfekt. Dann ab zum Bike. Und ich möchte... Hat Copeland danach einen Job für mich gehabt? Okay, der hat anscheinend nichts, aber Tucker hat 100% einen Job. Dann machen wir die Schnellreise. Und das dauert ja auch mal wieder ein Weilchen. Und dann gibt es wahrscheinlich noch irgendeine schnaffte Kopfgeldjagd, die wir noch machen dürfen für Tucker. Gucke, ja. Ich nehme übrigens relativ früh am Morgen auch auf. Dadurch, dass ich jetzt angefangen habe, den Fließtext für die Masterarbeit zu schreiben und ich Ende September abgeben muss. Und heute ist der 2.8., wo ich hier aufnehme, habe ich ein ziemlich straffes Programm. Freitag ist normalerweise immer noch mal reserviert für Let's Play und Aufnahme. Und der Rest wird einfach nur durchgepowert, durchgeschrieben, Literatur gewälzt. Dann auch nochmal ein bisschen Keramik bestimmt. Also ich habe schon ein straffes Programm derzeit. Ui, nur noch 5%. Das hat gerade noch so gereicht zu Tucker, damit wir hier nochmal voll tanken können. St. John. Hier spricht Mark Copeland für Deacon St. John. Hey, Cope, was gibt's? Wollte mich nur melden. Ein paar von meinen Männern waren neulich auf dem O'Leary Mountain. Ah, das ist Haben das dort ein wiederholt. Versteck gefunden in einem Waldarbeiterwachturm. Ach, was? Ja, haben sie gesagt. Soll verlassen gewesen sein. Tja, aber wer da auch lebte, hat ein Bike gehabt. Das Ding ist wohl in einem Top-Zustand. Was du nicht sagst. Ja, Mann, aber es kommt noch besser. Als sie heute wieder darauf fuhren, um das Ding abzuholen, war das Bike weg. Das ist doch wirklich seltsam. Cope, das ist alles wirklich faszinierend, aber... Jetzt wart's ab. Das Beste kommt doch erst noch. Sie sagen, dass das Bike aussah wie das, was Boozer früher immer fuhr. Da waren das Okay. Koblenz, Leute, die ich Nochmal von abgeschnetzelt vorne, habe. Cope. Ihr seid also hoch zum O'Leary Mountain und habt da anscheinend Boozers Bike gefunden, ja?
Und das Erste, was ihr denkt, ist, hey, warum fahren wir nicht zurück und stehlen es? Bergen, Deke. Bergen. Ja. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe mich gefragt, was wohl mit Boozer passiert ist. Manny sagt, er hat ihn schon eine Weile nicht gesehen. Keine Ahnung, Corp. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, dann sag ich ihm, dass du ihn vermisst. St. John, Ende. Oh, oh, dann könnten die 2 Typen, die ich da abgemurkst hab, könnten dann Copelands Jungs gewesen sein. Das könnte Probleme geben. Weil jetzt erstmal die Kopfgeldjagd. Problem. Erinnerst du dich an Richard Marston? Er fuhr für uns. Du meinst Mega-Arschloch Marston? Ja, ich erinnere mich. Ich dachte, Alkai hätte ihn weggejagt. Hat er. Aber das hat Marston wohl nicht gepasst. Er schloss sich ein paar Driftern am Black Crater an. Sie überfielen einen Versorgungstrupp. Es gab 3 Tote. Ach, verdammt. Ich habe diesen Scheißkerl nie gemocht. Ich kümmere mich um ihn. Danke, Deke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wie die immer so nett zu ihm sind, wenn sie ihm die Aufgabe geben. Und sobald es in die Story-Mission geht, werden es wieder richtige Arschlöcher. Rick Marston. Marzen. Das geht sogar in noch weißes Gebiet rein. Okay, klingt cool. Dann gucken wir mal, dass wir das noch hinkriegen. Wie laufen die Geschäfte, Sammy? Bla bla bla. So. Dann raus hier. Schon dabei. Moment. Und dann gucken wir, dass wir das jetzt mal hinkriegen. Jetzt müssen wir in weißes Gebiet rein. Sie lebt. Deacon. Gott sei Dank. Hör zu, sie wollte nicht mitkommen, also schick jemanden, den sie kennt, okay? Wer ist das jetzt? Sie ist auf dem Weg zum Camp. Okay. Na gut, okay. Ricky, Ende. Okay, das war jetzt Ricky. Sie lebt. Hä? Irgendwie kapiere ich heute die Zusammenhänge gerade nicht. Copeland labert und gibt Quest. Ricky auch hin und wieder. Naja. Okay. Wir gehen jetzt erstmal hier in das noch unbekannte Gebiet rein. Deacon, hörst du mich? Ja, Eddie, was gibt's? Könntest du mal auf der Krankenstation vorbeikommen? Stimmt was nicht? Nein, ich muss nur mit dir reden. Ah, Oh. ja, okay. Ein Ripper-Camp. Ripper? Verdammter Ripper. Okay, das ist aber hier Hinterhalt Camp. Das ist normalerweise... okay, doch Ripper. Okay. Ja gut, da müssen wir dann wohl hingehen. Deacon St. John, hörst du mich? Ja, Mike, ich höre. Ricky hat mir alles erzählt, dass du Gabby gerettet hast. Ich wollte mich nur bedanken. Ich kenne das Mädchen, seit sie ein Baby war. Okay. Na klar, Mike. Das war die, die ich jetzt vom Angeln Ich zurückgeholt wusste, habe. ich hätte Abigail auch retten können. Du hast dein Bestes getan. Ich bin dankbar. Okay. Bis bald, Dick. Gut, dass du auf unserer Seite bist. Mike, Ende. Okay, das waren jetzt die Nachwehe von der Quest, die ich da gemacht habe. Ja, ich sehe doch schon, da ist es Ripper Camp. Warte mal. Wir parken jetzt unser Bike erstmal hier. Und ein paar Minuten haben wir ja noch Zeit. Wir schauen mal, dass wir habt ihr das sie Ripper gefunden? Camp noch niedermachen. Hey, Dick. Ja, ihr geht's gut. Ein bisschen traumatisiert, aber nicht mehr als jeder andere. Ich schätze, wir alle wissen, wie es ist, jemanden zu verlieren. Ja, das stimmt. Gott, das war ein Volltreffer. Ja, bis bald, Ricky. Okay, dann hat's nicht zerrobbt. Ich darf keinen von ihnen Jetzt aber. kommen lassen. Alles Vergewaltiger und Mörder. Mhm. Genau das. Alles Vergewaltiger und Mörder. Die haben es auch verdient, dass man sie nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Bauchschuss hier richtet. Das dauert nämlich etwas länger. Okay, das hat anscheinend nicht so die Durchschlagkraft wie man alte Jagdprügel. Okay. Und auf Distanz ist sowieso immer etwas schwieriger. Gut. Wir gucken mal, dass wir die jetzt nochmal so eliminiert kriegen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Klar, ein bisschen Zeit für solche Späße. Und für so einen Schabernack haben wir noch. 11 Ripper leben noch. Das sind 11 Ripper zu viel. Nein, nein. Upsi. Okay, das bringt jetzt wenig.
hier noch auf heimlich zu machen. Und machen wir das so. Stimmt's? Wie gefällt euch das? Das gefällt mir wahrscheinlich nicht so gut. So. Aber Rippers sind halt einfach Mistviecher. So, jetzt gucken wir nochmal, dass wir das nochmal repariert kriegen. Alter, 10 Schrott, das ist schon heftig. Gewundert, dass mein Schrott ständig alle ist. So, dann klettern wir da nochmal auf den Turm hoch. Ah, gut, dass die Schrott hin, wenn es auch nur einer ist. Clayfie macht auch Mist. Dann gehen wir nochmal hier auf den Turm auf den Turm hoch. Ah ne, dann muss ich da hier drüber kraxeln. Aber ich sage ihr, liebe Leute, wenn ich da oben bin, habe ich schon mal relativ gut die sichere Grundlage, wo ich dann in der nächsten Episode vielleicht noch ein bisschen snipern kann. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Oh, Medikit. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ich gehe mal hier in eine Pausebildschirm, dass nichts passiert. Iron Yankee.